Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, die ganzen Knechte sind hier aufgereiht. Die habe ich jetzt alle einzeln rausgelockt und dann da im Türrahmen verprügelt, wo sie nicht wegrennen können. So, dann holen wir hier noch ein bisschen Zeug, was wir hier noch in der Schatzkammer noch finden, wo hier Schäke geopfert wurde. Und Lederbeutel liegen hier noch rum, Tränke, Laborwasserflasche, warum auch nicht, braucht man ja immer. Trank, der hat nichts bei sich. Da ist noch eine goldene Schale. Und hier sind noch ein paar Spruchrolle, die rumliegen. Ach ja, was erwähnenswert war, dass ich in der Zwischenzeit auf Level 22 aufgestiegen bin. Das heißt, 10 Lernpunkte habe ich jetzt auch noch im Sack. Mehr ist aber auch nicht passiert. Das war der Vorletzte, der mir das Level gegeben hat. Das heißt, hätte ich noch einer platt gekriegt von den Jungs, hättet ihr das auch noch gesehen. Na gut. Jetzt habe ich dafür das Level. Bei Raven war ich auch schon wieder drin, damit ich das nochmal kriege, die Sequenz. Und jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt ist Raven weg. Und ich muss dann diese Kalima Shabdine Beschwörung nochmal abziehen. Und dann schauen wir nochmal. Taurus. Wie sieht's aus? Immer noch nichts? Okay. Dann sollte ich Saturas Berichterstatter. So, da sollte ich mich aber wieder gebührend anziehen, wie sich das auch gehört für jemand wie mich. So, zack. Und ab zu Saturas. So, der steht schon da unten und ist ganz wichtig. Und Kerl. So. Wegen Raven. Ich bin bis zu Ravens Gemächern vorgedrungen. Und? Was ist mit Raven? Ich kam zu spät. Er ist vor meinen Augen im Adanos-Tempel verschwunden. Was? Das ist eine Katastrophe. Warum bist du ihm nicht gefolgt? Alter, warum bist du nicht gefolgt, du Sesselfurzer? Ich konnte Raven nicht folgen. Er hat das Eingangstor von innen versperrt. Ich muss nachdenken. Die Frage ist, wie ist Raven in den Tempel gelangt? Was hat er getan, bevor er das Portal durchschritten hat? Er hat eine Beschwörung auf das Tor ausgesprochen. Und davor? Er hat eine Grabkammer geöffnet. Ich weiß nur, dass er dort eine Art Ritual abgehalten haben muss. Ein Ritual. Ja, das ist es. Ich befürchte, Raven hat sich die Macht der Totenwächter zu eigen gemacht. Er hat seine Kenntnis über den Tempel von einem Geist erlangt. Du musst zu Myxir gehen und ihm davon berichten. Ja, aber das ist das Herzstoff. Halt die Schnauze. Auf dich bin ich gerade richtig mies zu sprechen, du olden Dragsack. Ja, bitte. Geht doch. Mieser Scheißtyp. Also auf den bin ich gerade richtig mies zu sprechen, auf den Saturas. Hallo? Schon mal der scheiß Magie weg? So. Adanos. Ja, halt die Gosch, du alter, mieser Mistkerl. Zuerst mach alles allein und dann, ja, warum hast du denn das nicht gemacht? Also, das ist ja mal undankbar ohne Ende. Boah, nee, hab ich gerade einen Hals auf den alten Sack. Hab ich gerade einen Hals. So, Myxir. Hier. Saturas schickt mich. Raven ist in den Tempel vorgedrungen und hat das Portal hinter sich versperrt. Saturas meinte, er hat seine Kenntnisse über den Tempel von einem Geist erlangt. Bei Adanos. Er muss den Hohepriester Kardimon beschworen haben, um ihn nach einem Weg in den Tempel zu fragen. Laut den Aufzeichnungen hatte er sein Grab in den Höhlen unter der Festung. Du wirst es ihm gleich tun müssen. Ja. Aber Kardimon kannst du nun nicht mehr befragen. Das Grab des Kriegerfürsten Quahodron soll im Westen des Tals liegen. Du wirst es finden müssen Ja. und Quahodron erwecken. Ja. In diesen Inschriften hier ist festgehalten, wie ein gläubiger Adanos einen Geist beschwören kann. Glaubst du, das klappt wirklich? Ich habe schon viel wirres Zeug gelesen. Zum Beispiel die Schriften von Iberion, dem Anführer der Bruderschaft des Schläfers. Aber dem Verfasser dieser Schriften glaube ich jedes Wort. Ja, also jetzt mal ohne Witz, die kotzen mich gerade richtig an die Wassermagie. Dann wirst du das machen müssen. Vor allem, warum können die das nicht machen? Warum Quahodron? Warum nicht gleich den Das sind die Hohepriester Magier Kardimon? und nicht ich. Raven hat mit seiner Beschwörung das Grab von Kardimon entweiht. Davon können wir ausgehen. Wir müssen uns einen anderen Geist suchen. Jo. Die Bruderschaft des Schläfers hat nicht nur Lügen verbreitet. Den Schläfer gab es wirklich. Es waren auch nicht ihre Lügen, die sie unglaubwürdig gemacht haben. Es waren ihre Worte an sich. Die waren mehr verworren als glaubhaft.
Sie zeugten von dem übermäßigen Gebrauch des Sumpfkrauts, das sie rauchten. Es ist die Ernsthaftigkeit und Besonnenheit in den Worten dieser Steintafel, die mich davon überzeugt, dass dieser Mann hier die Wahrheit schreibt. Aha. Ist das wirklich dein Ernst? Ich will nichts unversucht lassen. Wenn auch nur der Hauch einer Chance für uns besteht, einem der Erbauer zu begegnen, dann müssen wir das tun. Okay. Raven hat es ja auch geschafft. Angenommen, ich wollte diesen Geist beschwören. Was müsste ich tun? Finde Quahotrons Grab im Westen des Tals. Mit den Worten der Totenwächter, die ich dir hier aufgeschrieben habe, wird sein Geist herbeigerufen. Das wäre auch schon alles. Jetzt müsstest du nur noch das Grab finden. Ja, Viel Erfolg, genau. mein Sohn. Ja, genau, vor allem, weil ich das machen muss immer. Myxia will, dass ich den Geist des alten Kriegerfürsten Quahotron erwecke und ihn um Rat bitte. Dazu gab er mir ein Schriftstück mit einer Zauberformel, die ich an Quahotrons Grab im Westen laut vorlesen soll. Ja, genau. Deswegen schickt man einen Ritter los. Das macht der Magier nicht selber, ne? Dafür hat man ja hier der Dappschädel für alles, der hier überall rumrennen kann. Im Westen, ja. Mieses Magierpack. Also hier ist einer schlimmer als der andere. Sowohl die Wassermagier als auch die Feuermagier. Ja, Kai, nicht nur Wassermagier sind hier Pfeife in dem Spiel. Die Feuermagier waren die Gammler, die zu heilig waren, um ihr höchst heiliges Superartefakt sich selber nochmal zu besorgen. Nö, du warst wichtiger, dass man heilig ist und dass man einfach ein paar gammliche Novizen losjagt. Oh, kommt an, euch muss es jetzt auslassen, ihr Mistvaraner. Lasst mich bloß in Frieden. So. An irgendeinem von euch Viecher muss es jetzt auslassen. So. Also für die Magierarbeit ist echt ätzend. Da bin ich froh, dass es im Lab ein bisschen anders ist mit Magier. Da machen die Magier wenigstens noch selber was. Nicht jeder, da gibt es auch viele Schwätzer, klar. Aber viele von denen, die einen Magier spielen, die machen das wenigstens richtig und machen das auch noch selber. Statt einfach die ganze Zeit einen Idiot loszuschicken, der ihr ganze Erwert macht. Also ohne Witz, die Magier hier, die gehen mal gewaltig auf das Senkel. Die sind alle viel zu sehr damit beschäftigt, hier der Herr Studiosus zu sein. Im Fall von der Wassermagier und im Fall von der Feuermagier sind sie viel zu sehr damit beschäftigt, höchst heilig zu sein und die Kirche zu leiten, anstatt dass sie mal selber ihren fauler alter Arsch hochkriegen. Mann, 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 du könntest mich stundenlang drüber beschweren. Vor allem mit was seiner Selbstverständlichkeit. Dann wirst du das wohl machen müssen. Also das kotzt mich am meisten an. Das ist sowieso etwas, wenn Leute nicht höflich sind. Ja, ich weiß, hier war mal schon mal in dem Gebiet. Und ich muss es jetzt gerade nochmal machen, weil da habe ich damals nicht mit den Orks gerechnet, die da ohne waren. Jetzt sind wir ja ein bisschen klüger. Oh toll, Spiel hat sich aufgehängt. Da bin ich wieder. Tja. Nachdem sich das jetzt hier aufgehängt hat bei den Snapper, bin ich jetzt nochmal ganz rausgegangen und hab's nochmal bis zu dem Zeitpunkt durchgespielt. Und jetzt sind wir noch mal schlauer. Nicht nur, dass hier Orks in der Gegend rumlungern, hier um 15:16 Uhr, es ist natürlich schon wieder ordentlich spät, sondern dass hier auch noch das Spiel dazu neigt, sich suizidmäßig hier einer zu geben. Okay. So haben wir das Problem wohl nicht mehr. Und du noch. So, hoppla. Hoch mit uns. Dann können wir hier noch einen Trank abstauben. Und ich glaube, da haben wir nichts weiteres mehr, ne? Nee. Alla hopp. Gehen wir noch bis dort hier. Irgendwas knattert und knorzelt hier ohne auch noch rum. Das sind Sumpfratte nur. Okay. Ups, dich wollte ich erwischen. Fettes Vieh. Das erwische ich so nicht. Na gut. Dann. Zack. Und dann komm her, du. Schweinebauch. Okay, gut. Da hätten wir das. Dann sind hier in der Nähe Orks. Das heißt, der Yankee 3 wird gefrucht. Dann könnte ich vielleicht noch eine schöne Zauber gebrauchen. Großer Feuersturm wäre eventuell von Nutzer. Ich glaube, ein Golem an sich ist schon praktisch genug hier. Wir holen uns einfach einen Golem.
und hoffen, dass der schon bringt. Genau, das sind sie schon, die 2 Uchachachas. Kann mein Golem erstmal drauf. Dann kann ich mich nämlich um den Ork-Krieger kümmern. Und mein Golem sich um den Anara. Ich hoffe nur, der Golem hält. So, puh. Lufterhalter und Daumendrücker. Und hoffe, dass... Oh, scheiße. Nee, der Golem hat's nicht gepackt. Okay, scheiße. Dumm gelaufen. Ups. So. Hoppala. Ja, kreischst du nur. Kreischst du nur. Ich finde auch einen anderen schönen Zauber für euch Arschgeiger. Zum Beispiel... Ups. Scheiße. Manometer. Ihr seid scheiße, ihr Viecher. Na, egal. Komm schon. Jetzt ist egal. Ja, jetzt ist egal. Ich habe da unten nämlich gespeichert. Insofern egal. Hier sind doch bestimmt noch irgendwelche andere tolle Zauber parat. So, erstmal hier einen Schluck trinke. Dann schauen wir mal, was wir hier noch parat hätten. Hier hätten wir noch Eiswelle parat. Das ist doch ein ganz guter Zauber für ein paar Orks. Alle sind die Biester ja nicht so das Problem. Aber in der Horde halt. Und so. Hoffen wir doch mal, dass das funktioniert. So. Jetzt gibt's was auf den Deckel, dass es gerade so kracht. Wenn ich nur gegen eine Allee kämpfen muss, dann kriege ich gebacke. Aber 2 sind dann doch zu viel. Komm, stirb doch endlich. Ja, am besten haben wir noch 5000 A-Griffe hintereinander. Das macht so richtig fair. Scheiße, wie kriege ich denn die platt, die Mistviecher? Wie kriege ich diese Mistviecher hier fertig? Großer Feuersturm hätten wir noch parat. Ein Eisblock, Eisweller. Sonst schon bleibt mir nichts anderes übrig als die Verwandlung in Feuerwaran oder in Schattenläufer. Ja. Okay, das killt die zumindest mal nicht direkt. Hätte mich auch stark gewundert, wenn. Okay. Dann mach's. So. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mal zu probieren, als Feuerwaran die Viecher anzuzünden. Es ist zumindest die Idee. Wir können es mal ausprobieren. Als Schattenläufer oder als Feuerwaran ist, glaube ich, relativ egal. Sowohl Schattenläufer als auch Feuerwaran ist ziemlich stark. Okay. Und. Okay, die ignorieren mich so sogar. Okay. Okay. Vorschlag zur Güte. Wenn ich die Biester nicht so geregelt krieg, dann müsste ich vielleicht einfach mich um die rumschleiche irgendwie. Gucken wir nochmal auf die Karte mit dem Erbauertal. Wir müssen in der Weste. Das heißt, über die Brücke müssten wir, wo die Orks sind. Das ist halt das Problem. Wir müssen nur irgendwie durch. Links, rechts. Alte Steintafeln und alte Münze. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir da durchkommen sollen. Mal gerade nochmal speichern. Irgendwie müssen wir ja durchkommen. Ich meine, Hexewerk ist das ja nicht unbedingt an 2 Orks vorbeizukommen. Wir könnten zwar mit großer Feuerball probieren. Da habe ich ja bei den Zombies auch noch 2 Verbrote. Ich glaube, das habe ich aber auch nicht gesagt. Na egal. Ah, schön. Okay, komme ich an dem so vorbei?
Wenn ich da einfach drauf vorbei rennen kann, soll mir's recht sein. Okay, der macht da schon mal Platz. Das finde ich nett. Wundert mich, dass die Orks hier die Jäger hier nicht angreifen oder was auch immer das für Leute sind. Der Eremit hier. Okay, der Eremit hilft mir. Mit seinem schweren Ast. Ja, zu zweit ist es nicht mehr so einfach, ne? Du dappischer Ork. So, wenn dich zwei in die Zange nehmen, hast du nicht selber, du blöder Ork. Lass den freundlichen Eremit in Friede. Alter, stirb doch einfach, du. Ja, so muss man den Biestern geben. Alter Falter. Wieder eins von diesen Biestern. Oh, scheiße, mit was leckt er sich dann jetzt hier an? Was ist dann das für Viehzeugs? Reine Lebensenergie erstmal. Was ist dann das für Viehzeugs? Grasland-Scavenger. Ach du Scheiße, jetzt ist auch noch der Typ gestorben. Oh Mann, oh Meter. Nee, das wird ja echt, das ist ja... Verstehen Sie Spaß und dick und doof in einer Episode hier. Meine Güte. Großer Feuersturm, ne, das ist scheiße. Ich muss es mit Eiswelle doch irgendwie probieren. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Hopp. Scheiß Typ. So, hopp. Stirb doch einfach. Sei so gut und stirb. Wenn dann nur noch einer übrig wäre, wäre das nicht so ein riesiges Problem. Aber von 2 Ork-Krieger in die Zange genommen wäre, ist ein tierisches Problem. Alter. Alter. Noch nicht mal als Feuerwaran komme ich dort durch. Ich habe immenses Problem hier. Ich komme nicht an den Scheißviecher vorbei. Was ist denn mit dem da? Windhose oder mit Windfaust? Könnte man es ja auch mal probieren. Vielleicht kann ich die Viecher dann irgendwie ins Tal runterboxen oder so. Hopp. Oh, toll. Toller Zauber. Okay. Gott. Vor allem, weil die Scheißviecher ja auch immer in Gruppe direkt losgehen. Wenn ich die einzeln loslocke könnt. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Blitzschlag können wir mal probieren. Ups. Ah, cool. Jetzt bin ich noch mit dem Lichtl gestorben. Scheiße. Nee, da habe ich keine Chance drauf vorbeizukommen. Das heißt, ich kann nur auf Art und Weise da vorbeikommen. Das ist, indem ich mich verwandle. Als Wag komme ich hier vorbei. Da ist das kein Problem. Und ansonsten gucken wir, dass ich das so mache. Dass ich hier in Richtung Bandit gehe, Eremit gehe. Und dann schauen wir doch mal. Dann sind wir jetzt wenigstens hier rüberkommen. Gut, eventuell habe ich Glück und ich kann den Hansel einfach mal so rüberlocken. Vielleicht habe ich Glück und es kommt nur der Ende Ork. Ja. Wie es aussieht, habe ich Glück. Das heißt, ich muss auf dem Rückweg dann nur an den 2 andere Hansel wieder vorbeikommen und an denen kann ich vorbei rennen. Okay, der Eremit hilft mal wieder. Gut, Eremit for the rescue. Gut. Okay, das sieht soweit in Ordnung aus.
Ups, 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 ups. Lass meinen Eremite-Kumpel in Ruhe. Jetzt kommt noch diese andere Grasland-Scavenger-Viecher dazu. Boah, Schwein gehabt. Okay. Jetzt muss man es nur noch irgendwie packen, dass der Typ so nicht stirbt. Ups, sorry, Eremit. So. Das war's mit dir, du Mistvieh. Warte mal. Okay. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Ja, Und 3 direkt andere vor der Menschen DR. lassen sich, Enos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. Also wie gesagt, 3 Orks von der DR wollte ich jetzt an unbedingt haben. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch, aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Okay. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Okay. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Okay, hier. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her. Lass mich sehen, ob sie mir passen. Oh Gott, Rüstung vom Ring des Wassers, mittlere Piratenrüstung, Alter. Du kannst hier die Bürgerkleidung haben. Oder, ja, komm, Lederrüstung, bitteschön. Tatsache. Die kannst du Tja, haben. was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann, sind ein paar alte Steintafeln. Ja, Hier, nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. sehr gut. So, jetzt sieht er doch auch ordentlich aus, weil so sehen nicht nur irgendwelche Gammelbandite aus, sondern so sehen auch Jäger aus. Jetzt hat er doch eine schöne passende Kluft. So. Und den Ende-Ork von der Brücke haben wir auch noch erledigt. Das ist auch ziemlich gut. Das heißt, wir müssen auf dem Rückweg noch nicht mal durch die Orks durchrennen. Weil dort drüber habe ich gesehen, dass so eine Plattform ist. Da kann ich dann einen Fokusstell drauf machen. So, dann können wir hier nochmal speichern. Gehe ich mal ins Haus rein. Horn eines Schattenläufers. Ja, cool. 2 sogar. Fell von einem Schattenläufer haben wir auch noch. Hier ist freie Bedienung. Perfekt. Ich wollte ja eigentlich mit um die 5000 Goldmünze wieder zurück nach Khorinis kommen, damit ich mein Schwertweihe auch gescheit machen kann. Aber ich finde, da hat er gut die Arbeit geleistet. So, Blockhütte sich selber bauen. Da hat er wirklich solide gute Arbeit geleistet. So, hier muss es dann irgendwo noch einen Sockel geben, damit ich das Ding hier aktivieren kann. Ich glaube, da muss ich dann extra runter dafür. Da kann ich nochmal die Yankee 3 machen, weil da ist ein Schattenläufer. Und die Biester sind etwas hartnäckig. So. Das ist der König der Tierwelt hier in Gothic. Okay. Horn von einem Schattenläufer habe ich, glaube ich, noch nicht gelernt, wie man das nennen kann. Jetzt kommt aber so blöde Sumpfratte dazu. Gibt's dann das? Oh, Gott sei Dank. Der Schattenläufer ist auch schon tot. Blödes Vieh. So, genau. Kralle kann ich nehmen, das Fell kann ich ihm abziehen und die Zähne kann ich ihm abziehen. Gewitter erleid. Boah. Das war jetzt mal wieder ziemlich happig hier. Also das Tal ist definitiv gnadenlos, was die Monster angeht. So, hier sind noch ein paar von den Fangheuschrecke. Die sind jetzt bei weitem nicht so schlimm. Okay. Und die Grasland-Scavenger sind zwar auch ein bisschen härter, aber generell sind die eigentlich auch kein Problem.
Das zählt eher meiner Meinung nach unter etwas stärkeres Viehzeugs, aber jetzt nichts, worüber man sich wirklich einen Kopf machen müsst. Die Waage, die Orkhunde, das ist wiederum etwas, was unter großes Viehzeug zählt, genauso wie Schattenläufer. Das sind 8 ziemlich fiese Viecher. Snapper sind auch eher Jäger, aber trotzdem noch machbar. Wo kommen wir dann hier lang? Ups. Och nö! Och nö! Ich habe gedacht, ihr seid in Gothic 2 in Gothic 1 geblieben. Ihr blöde Viecher. Okay, dann geht es halt wieder so. Mistviecher. Ah, stimmt. Wir haben jetzt, ach... Jawohl. Wir haben jetzt, ach, 60 Stärke. Stimmt. Das heißt, wir können jetzt, ach, das hier endlich nehmen. Sehr gut. Jetzt haben wir die größere Armbrust. Habe ich ja total verrafft. Da oben geht es auch schon zu Quahotrons Grab. Aber da will ich jetzt noch nicht hier. Zuerst will ich hier noch was erledigen. So, schwerer Ast, schwarzer Goblin. Der hat hier Draklave, müsse der arme kleine Wichtelzwerg. Und was haben wir hier dann noch? Muss da irgendwo so ein Scheißding sein, wo ich dann blöde Fokusstein drauf setzen kann. Irgendwo muss auch der Sockel noch sein. Aber wo war dann das? Wo komme ich denn da jetzt auch wieder hier, verdammt nochmal? Sind irgendwelche Goblins? Okay. Wo bin ich denn hier gelandet? In irgendwelche alte Ruine mal wieder? Irgendwelche letzte Baustrukturen, die hier noch sind? Okay. Na, dann würde ich aber wieder sagen, ich kehre nochmal zurück, noch unten. Und auf dem Fels war nämlich noch so ein kleines Lager. Ach, interessant, wie das Ganze hier liegt. Da ist die Eremite-Hütte. Hier sind Goblins. Ah. Du hast dich versteckt, du Wichtel. So. Dann holen wir uns das noch. Puh, also ganz ohne Scheiß, in dem Tal, wo der Eremit hier seine Hütte aufgeschlagen hat, da wäre ich wahrscheinlich ums Verrecken nicht geblieben. In der Wildnis, wo überall diese Viecher sind. Boah, Alter. Das ist schon ziemlich hart. Okay, da kann ich anscheinend direkt drauf. Und dann sollte ich schon mal in die Richtung dann wieder zurückmarschieren. Weil da geht's zu dem Grab, wo wir hin müssen. So, erstmal das Vieh. So. Dann haben wir hier noch Viecher. Hallo? Du oller Schnapper. Ja, ich weiß, ihr seid schon etwas größere Tiere, aber ich mache auch Schattenläufer platt. Insofern, ihr beeindruckt mich doch nicht gerade so besonders. So, hier haben wir noch ein Feuerler. Mit einem Trollfell. Hui. Und einem Schattenläuferfell. Da war aber jemand fleißig. Doppelaxt gibt's auch noch. Pfeiler. Ein Letterbeitel. Ein Bogen. Spruchroller. Sehr schön. Trotzdem nicht der Sockel, wo ich eigentlich gehofft habe, dass ich den Fokusstein drauf platzieren könnte. Naja. Dann können wir jetzt aber trotzdem nochmal in Richtung Quahotrons Grab gehen. Feuer, Doppelaxt, 90. Okay. So, können wir noch einer trinken. Dann gucken wir noch, dass wir... ja. Ein bisschen Blauflieder noch sich reinzwitschern. Dann läuft das auch. So, dann bei der Sache ist es jetzt nicht so wichtig. Ah, Geschick. Plus 6. Geschicklichkeit 50. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 14 alte Städtafeln haben wir auch. Ein 50er Lederbeitel.
Honigduwak, alles klar, perfekt. Dann können wir jetzt so hochgehen Richtung Hinks. Und dann schauen wir mal. So, war doch die Richtung, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, war das doch die Richtung. Okay. So. Müsste dort gewesen sein. Genau, das sind dann die... Oh, halt die Schnauze, du blöder Harpier. Ui! Oh, da ist ein Troll davor. Das ist etwas doof. Tja, an dem Troll komme ich nicht so ohne weiteres vorbei. Da brauche ich Monsterschrumpfen dafür. Das dürfte ich jetzt nicht zufällig parat haben hier, ne? Feuerregen, eventuell kann man das noch helfen gegen den Troll. Wir können sie mal ausprobieren. Feuerregen ist ein extrem mächtiger Zauber, von daher schauen wir mal. Mit viel Glück. Okay, das Klätzeugs habe ich fertig gemacht. Ups. Sieht nicht so gut aus. Alter. Ufa. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann dürfte Monsterschrumpfen in dem Grabmal drin sein. Wenn ich mich so richtig erinnere. Da haben wir noch einen Zombie. Der Troll, der mümmelt jetzt fröhlich dort draußen rum, das ist klar. Aber das sieht auch sehr schick aus hier, der Zombie. Aber der ist schon etwas individueller gestaltet als die andere. Okay, ja klar, der Troll will zu mir. Das war absehbar. Dann haben wir hier Butlerfleisch, Dunkelpilz. Ist hier Monster schrumpfen? Ich glaube, mich irgendwie noch daran erinnern zu können. Geschick 1. 230 Goldstücke, Wacholder und Pech. Dann, die Tafeln. Das dürfte mir nochmal 2 Geschicklichkeit bringen dann, ne, mit der Tafel. Genau, Geschicklichkeit plus 2, perfekt. Dann, magische Bolzen, ach Gott. Jetzt geht's aber ab hier. Die sind leuchtend wie Zau. Magische Armbrust gibt's auch noch aber drauf. Magische Bolzen. Ring gibt's noch hier. Tja. Irgendwo muss aber hier in der Gegend Monster schrumpfen sein. Ist das nicht Quahotrons Grab hier? Ich muss gerade mal gucken. Sind wir hier im Westen? Ja, das müsste das eigentlich sein. Das ist Quahotrons Grabmal. Der Troll will immer noch rein wie Zau. Wie sieht's denn aus mit der magischen Armbrust? Gerade mal gucken. Der Hämmerser. Stärke 75. Macht 200 Schade. Alter Falter. Das ist natürlich richtig gierig. Wir haben 10 magische Bolzer. Okay. Wir könnten versuchen, mal den Troll so zu erledigen. Treffe ich denn überhaupt? Ich glaube, das macht dann nicht so viel aus. Okay, dann machen wir was anderes. Da habe ich ja gespeichert direkt. Dann machen wir hier nochmal einen Speicherpunkt. Und wir probieren mal Abteilung Attacke. Funktioniert? Abteilung Attacke funktioniert. Alles klar. Dann muss es hier irgendwo... Ups, muss es hier irgendwo... Oh, nö! Monster schrumpfen gäbe. Okay, geht der Troll einmal wieder weg, oder? Okay, der Troll geht einmal wieder weg. Das ist gut. So, euch blöde Harpier schieße ich noch so ab. Weil ich glaube echt, hier irgendwo in der Gegend war noch Monster schrumpfen dabei.
Damit man auch gegen den Troll kämpfen kann. Huch. Ah, okay. Ist nur Dido. Na gut. Gut. Ups, auf den Troll wollte ich doch gar nicht. Auf die wollte ich. So. Puh. Alles klar. Dann. Wie war das? Ich weiß es echt nicht mehr, aber ich bin mir eigentlich recht sicher noch, dass dem so war, dass man hier irgendwo in der Gegend Monster schrumpfen als Spruchrolle finden konnte. Anscheinend nicht, nee. Habe ich mich doch geirrt. Aber hier in das Haus muss ich doch auch irgendwie reinkommen. Warte mal. Halte mal der Gaul A. So, genau. Ups, das war ein bisschen auf die Schnutschlache. Da war das hier vielleicht. Rechts, 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 links, links. Steintafel, Stärke, geweihtes Wasser, eine Alti. Ha. Nee, an dem Troll komme ich nicht vorbei. Das funktioniert bei dem nicht ohne weiteres, dass ich da so durchkomme. Tja. Dann bleibt mir nur noch übrig, dass ich dort das Ding nehme. Die Steintafel. Kriegen wir nämlich noch Stärke plus 2. Dann sind wir bei 65 Stärke. Das ist gut. Ansonsten würde ich sagen, ich mache jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2, wo ich dann einfach so in das Grabmal reinstürme werde, um Quahodron so zu beschwören. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.